Eine verlassene Stadt, Soldaten, die mit Waffen um sich schießen und Jubelrufe. Das passt im wahren Leben nicht zusammen. Auf der ESL One Cologne aber schon. Insgesamt 8 Teams kämpfen hier um den Weltmeistertitel im Spiel Counter-Strike. Und das live vor mehr als 10.000 Zuschauern. Ich bin hier, um das alles mal live mitzuerleben und ja, ich finde es einfach gut, dass es sowas in Deutschland jetzt auch gibt, so eine großen Events. Auf großen Leinwänden können die Fans alle Schlachten mitverfolgen. Jede Aktion wird dabei genau kommentiert. Doch wie im klassischen Sport ist auch hier Betrug ein Thema. Es ist so, dass in den letzten Monaten einige Fälle, also nicht wirklich Fälle bekannt geworden sind, sondern einfach Statements rausgehauen worden in Interviews, dass Spieler tatsächlich Dopingmittel nehmen, also wirklich Mittel für den Körper, jetzt nicht für den PC zu tunen, sondern um halt stärker konzentriert zu sein, aufmerksam zu sein. Das Ganze wurde nie bestätigt, man weiß es nicht, aber wir haben uns natürlich gesagt, wir wollen ein faires Gameplay haben, wir wollen ein faires Turnier haben, deswegen haben wir hier jetzt erstmalig überhaupt im E-Sports Dopingkontrollen eingeführt. Auch Maus und Tastatur, die jeder Spieler selber mitbringt, werden ausführlich überprüft. Die Laune der Spieler beeinflusst das aber nicht. Es fühlt sich toll an, vor Tausenden von Leuten zu spielen, so wie gestern. Zwar ist das australische Team bereits ausgeschieden, von ihren Fans gefeiert werden sie trotzdem. Auch Fabians Favorit, die deutsche Mannschaft, ist im Einzug ins Viertelfinale gescheitert. Dennoch bleibt es für ihn und alle anderen Fans spannend, wer am Sonntagabend das Preisgeld von $250.000 mit nach Hause nehmen kann.